Brutale Maßnahme. Die Frage nach dieser interessanten Überlegung, der ja im Internet kursiert, ist, wenn das alles in einer Woche oder in einem Monat zusammengekommen, würden wir unweigerlich erkennen müssen, dass wir in einen Faschismus geraten sind. Bloß die Regierung ist nicht ganz blöd, die machen es ganz graduell. Wir rutschen graduell in etwas, was die Deutschen postdemokratische Verhältnisse genannt haben, was die Spanier Fascismo de baja intensidad, also Low Intensity Fascism, anfangen zu nennen. Die Gefahr, dass in ganz Europa die Freiheit nach und nach abgekapselt wird, dass die soziale Antwort aus Bewegungen und Demonstrationen auf die Kürzungen immer weiter und weiter kriminalisiert wird, diese Gefahr halte ich und halten viele Spanier für ganz hoch. Das graduelle Abrutschen in eine semi-faschistische, postdemokratische Struktur, wo nur die Finanzmärkte, die dunklen Finanzkräfte, die die ganze Welt in Besitz genommen haben seit Jahren, ist sehr hoch. Wenn die Krise, die Kapitalkrise, irgendwie Klassenkampf von oben ist die aktuelle Repressions- und Unterdrückungswelle der sozialen Bewegung ein Faschismus von oben diktiert. Das wollte ich sagen.